zurück zur Rheinzeit. Ja, ein bisschen unsanft sind wir gerade aus San Francisco zurückgeholt worden, aber machen Sie sich keine Sorgen, liebe Zuschauer. Den zweiten Teil von Motel 6 Road Trip, den Steffen Rehder für uns in San Francisco gedreht hat, den gibt es in den kommenden Tagen dann nochmal in voller Länge, ohne Störungen zu sehen. So, weiter geht's. Von San Francisco geht's nämlich jetzt so gesehen nach Peking. Die Vagabunde. Die Jungs, die sind ja mittlerweile aus der kölschen Musikszene überhaupt nicht mehr wegzudenken. Aber es reicht ihnen nicht, hier in Köln berühmt und bekannt zu sein. Sie wollen raus aus Köln, über die Grenzen Kölns treten und dabei kleckern sie nicht, sondern sie klotzen. Es geht direkt nach China, nach Peking und Gott sei Dank seid ihr wieder gesund zurückgekommen. Schön, dass ihr da seid. Das sind zum einen der Manfred Tille, der Tommy Hoffmann und der Rainer Axen. Bei euch hat sich einiges getan, nicht wahr? Ja. Also Björn Häuser hat die Band verlassen, nicht ganz, okay. Nein. Björn ist im Moment in seinem Solo-Projekt, haben wir ihn freigestellt. Er ist natürlich im Hintergrund nach wie vor dabei, hat zum Beispiel auch an unserem neuen Titel hat er mitgearbeitet. Ne? Außerdem sind wir verwandt, der kann man ja weglaufen. Ja, also im Guten auseinandergegangen. Und der Tommy ist jetzt dabei, fühlt sich wohl. Sehr sogar, sehr sogar, ja. Sehr schön. Tolles Team. Jetzt hat die Uli gerade schon gesagt, ihr wart auf einer großen Reise. Es ging nach China. Wie kommen denn die Vagabunde nach China? Wie geht das? Passt das überhaupt zusammen? Ja, das passt zusammen, weil in Peking gibt es ein kölsches Brauhaus. Also da kriegst du die gleichen Sorten wie hier. Premium-Biere, die Marken muss man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich sag mal so, Leisdolf nannten die Chinesen mit einer. Dann gab es, ja, und da läuft heute das ganze Jahr kölsche Musik. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und dieses Brauhaus hatte, also heißt der Landgraf, kann man ja hier ruhig sagen, so schnell fährt da ja keiner hin. Wenn ja, sehr schön. 10 Jahre Jubiläum. Und wir hatten auch 10 Jahre Jubiläum. Wir gehen jetzt ins närrische Jubiläum, also ins 11. Jahr. Und nicht zu vergessen, Peking hat eine chinesische Karnevalsprinzessin. Richtig, die war ja auch zu Karneval hier. Habt ihr die getroffen? Ja. Ach, wie war das? Schön? Ja, also Allah kannst du sagen. Ja. Wir haben dann aber eher gelernt, was Prost heißt, also das heißt dann Ganbei. Wir haben auch ein bisschen Chinesisch gelernt und ja, es war eine Tour innerhalb von 400 Tagen, so eine Stadt zu erleben, das ist schon der absolute Wahnsinn. Danach braucht man wahrscheinlich erstmal Urlaub, oder? Nach 4,5 Tagen Peking, also es sind ja ganz viele Impressionen und Eindrücke. Da kommt von hinten noch Nigoren was da auf einen einfließt. Das musste man dann wahrscheinlich nachher alles erst verarbeiten, oder? Also mir ging es so, dass ich nach den 4,5 Tagen so aufgedreht war durch die Hektik, die in dieser Stadt herrscht, dass ich wirklich erstmal wieder runterkommen musste. Mhm. Das ist einfach gigantisch. Man kann das sich nicht vorstellen, man sieht es ja gleich in dem Video. Die Chinesen, wenn die irgendwas machen, machen die das ganz groß. Ja. Und ganz groß heißt da wirklich, ne? Also ganz groß. Ob das der Olympiapark war, wo man meint, man wäre im nächsten Jahrtausend, muss man wirklich so sehen, oder ob das jetzt auch an der chinesischen Mauer war, ist einfach alles groß. Genau, auf der chinesischen Mauer habt ihr auch ein kleines Ständchen gegeben. Ja. Wie war das? Wie kamen die kölschen Klänge auch bei den Chinesen an, die da vorbeigelaufen sind? Die Chinesen waren ja dann rundherum, das sieht man ja auch im Video, waren halt da, waren ganz begeistert, waren alle am Knipsen wie die Dollen und Videos am Machen. Und wir haben dann nachher erfahren, dass wir die erste Band waren, die überhaupt auf der chinesischen Mauer spielen durften. Und das war natürlich dann eine besondere Ehre. Das glaube ich. Von der Genehmigungsphase auch nicht ganz so einfach, hat eine Zeit gedauert, weil bis vor die Anreise war es natürlich so, dass wir im Grunde genommen noch nicht wussten, ob das genehmigt wird. Und der Zeitfaktor war natürlich da ein großes Problem und dann wurde doch 15 Minuten genehmigt, dass wir dann auf der chinesischen Mauer spielen durften. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Instrumente da hochzukriegen war nicht ganz einfach. Das wäre meine Frage gewesen, wie ging das? Da konnten wir also nur die akustischen mit hochnehmen, da fährt so eine Art Bobbycar-Bahn. Da muss man dann drauf sitzen, wird also festgeschnallt und 3 Chinesen sind dann mit unseren Instrumenten hochgefahren, haben gesagt, da 3 Chinesen mit dem Kontrabass, die fahren jetzt da hoch. Das war sehr, sehr spannend. Der deutsche TÜV hätte seine Freude daran. Aber das ist uns gut gegangen, das ist alles wunderbar. Ihr habt euren Trip ja auch mit der Videokamera festgehalten. Ja. Den hast du zum Teil gedreht, richtig? Ja, unter Klaus Michels natürlich. Und da ist jetzt ein super Film bei rausgekommen und den können wir uns jetzt auch zusammen mal anschauen.